Alex, Kontrollgang. Ja, nochmal Kontrollgang, bevor ich mich ablasse. Alles doppelt und dreifach kontrolliert. Seil! Seid ihr soweit? Jo. Für Ranger Alexander Römer geht es gleich in die Tiefe. An einer Felswand im Mangfallgebirge. Sein Ziel: ein Steinadlerhorst. Wir werden Federn von den Altvögeln der Steinadler versuchen zu finden. Hier wird geprüft, ob Blei nachzuweisen ist. Bleivergiftung für die Steinadler ist früher oder später das Todesurteil. Das hoffe ich nicht, dass wir da unten ein Skelett finden, aber wäre möglich. Ein Adlerskelett wäre für Alexander eine Enttäuschung. Wiedersehen, Jungs. Denn monatelang hat er diesen Horst bewacht und das Junge, das hier groß werden sollte. Das Mangfallgebirge. Hier leben nur noch 8 Steinadlerpaare. Aufnahmen wie diese sind absolut selten, nur möglich dank einer Wildtierkamera. Wir begleiten die Ranger hier ein Jahr lang bei ihrem Einsatz zum Schutz der Steinadler. Boah, das stinkt bestialisch. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Jetzt bewegt sich ja doch was. Ja, gehen gleich hin und schauen mal, was die vorhaben. Ihr seht mir aus, als hättet ihr was vor, was mir gar nicht gefällt. Die Tiere sind stark gefährdet. Bleivergiftung, und das ist alles Bleipartikel. Steinadler leben in Deutschland nur noch in den Bayerischen Alpen. 50 Revierpaare werden derzeit beobachtet. Doch im weltweiten Vergleich haben sie den geringsten Bruterfolg. Das Mangfallgebirge ist dabei das absolute Schlusslicht. Letztes Jahr gab es hier kein einziges Jungtier. Doch vielleicht tut sich dieses Jahr etwas. Angekommen. Es ist der 31. Oktober, der entscheidende Tag des Jahres. Ranger Alexander Römer wird versuchen, sich in den Horst der Steinadler abzuseilen. Er sucht Antworten darauf, warum die Greifvögel so wenig Nachwuchs haben. Der Horst in der Felswand könnte sie geben. Es ist ein geheimer Ort hier, ja, an der Stelle, beim Horst, den nur wenige wissen. Und so soll es auch bleiben, weil wir wollen ja hier nicht dazu animieren, dass hier man einfach ohne Erlaubnis in den Steinadlerhorst einsteigen darf, kann. Nein, das ist artenschutzrechtlich streng verboten und wird auch geahndet. Man braucht die Ausnahmegenehmigung von der Regierung von Oberbayern. 150 Meter geht's jetzt für Alexander in die Tiefe. Da oben ist alles fest, vom Felsen her. Alles fest. Doch dann... Oh. Nee, hier sieht es überhaupt nicht gut aus. Verdammte Kacke. Da ist alles ganz lose hier. Hoppala. Hier brech mal ab. Ich komme wieder hoch. Hier ist alles komplett locker. Das liegt nur noch ganz locker da, der Fels. Da fehlt ein Hauch. Und dann geht das Zeug hier ab. Abbruch wegen Steinschlag. Mission gescheitert? Wenn wir uns jetzt weiter drüber seilen und runter und irgendwie das Seil da in einer Felskante hängen bleibt und sich da ein Stein löst, dann kann es halt in da unten da schlagen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Die Ranger werden gleich einen zweiten Versuch starten. Aufschieben? Unmöglich. Im Mangfallgebirge liegt bereits der erste Schnee. Der Weg zum Horst wird bald zu gefährlich sein. Februar. Wir treffen Alexander Römer und Verena Dagatz zum ersten Mal. Da ist noch völlig ungewiss, dass sie im Herbst versuchen werden, in einen Adlerhorst zu klettern. Im Frühjahr beginnen die beiden mit dem Steinadler-Monitoring im Mangfallgebirge, mit der Synchronzählung an 27 Beobachtungsposten. Denn bevor die Steinadler brüten, müssen sie ja erst mal da sein. Aber ob die beiden heute Glück haben und Steinadler sichten? Alexanders Spektiv hilft. Mit ihm kann er kilometerweit schauen. Nur werden wir die Vögel dann auch mit der Kamera filmen können. 10 Uhr vormittags, minus 5 Grad, die Zählung beginnt. 4 Stunden hier in der Kälte ist schon recht anspruchsvoll. Vor allem 4 Stunden lang gen Himmel schauen. Alexander Römer ist nicht nur Naturschutzranger, sondern auch der Steinadler-Koordinator des Landkreises Miesbach.
Seine Beobachtungen fließen ein in das Steinadler-Schutzprogramm, das der Landesbund für Vogelschutz gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt betreibt. Wir hatten letztes Jahr, sprich 2024, keinen Nachwuchs. Wir hatten 2023 ein Jungadler. Die Reproduktionsrate des Steinadlers hier bei uns im Mangfallgebirge ist einer der schlechtesten oder das schlechteste im bayerischen Alpenraum, im Alpenraum gesamt. Was sind die Ursachen dafür? Das wollen uns die Ranger im Lauf des Jahres zeigen, wenn sie jetzt hier ein Adlerpaar entdecken. Alexander wird dabei von Verena unterstützt. Sie ist ehrenamtliche Naturschutzwächterin und ebenso das ganze Jahr über für den Schutz der Steinadler im Gebirge unterwegs. Seit über einer Stunde beobachten die beiden jetzt schon Horizont, Wolken, Baumwipfel. Ich habe einen, ich habe alle zwei. Jetzt sehe ich gerade hier unser Revierpaar auf dem Baumwipfel. Das ist so das Klassische. Jetzt geht er in Flug. Jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich ihn verfolge. Erste Sichtung. Nur mit dem bloßen Auge und der Kamera sieht man sie leider nicht. Die Adler sind über 1 Kilometer entfernt. Aber Verena und Alexander haben Glück. Sie entdecken ein zweites Paar. Es sind zwei, es sitzen zwei drauf. Es ist das Paar, was drauf sitzt. Links unterhalb ist der zweite. Auf demselben Baum? Auf demselben Baum. Schau durch. Es ist das Paar. Oh ja, Es ist das Paar, was sitzt. ist das schön, oder? Ja. Wie die da zu zweit sitzen. 14 Uhr, beste Sichtung. Die Mission Steinadler beginnt also. Jetzt geht es darum, die Horste zu finden und sollten Eier darin sein, die Horste zu schützen. Wir treffen Alexander Römer im Juni wieder. Heute will er den Beweis haben. Gibt es Adlernachwuchs? Jetzt sind wir ungefähr auf Niveau vom Horst. Jetzt versuchen wir ein bisschen höher zu kommen, damit wir direkt von oben reinschauen können. Die Steinadler brüten in steilen Felswänden. Ihre Horste zu finden, ist keine ungefährliche Sache. Pass gut auf, 20 Meter da unten geht senkrecht runter. Ein falscher Tritt. Und unser Dreh könnte schnell vorbei sein. Aber dann hat Alexander sein Ziel erreicht. In der Felswand gegenüber gibt es einen alten Horst. Wird der in diesem Jahr vom Revierpaar genutzt? Um die Steinadler nicht zu stören, muss er sich verstecken. Ich muss tatsächlich mit Spektiv schauen. Mit dem Glas sehe ich es nicht. Sie sehen alles. Wenn du dir vorstellst, ein Steinadler sieht aus der Luft 1 Kilometer, 1000 Meter unten am Boden eine Maus laufen. Wir sehen nicht mal da drüben diese 400 Meter den Horst ohne Spektiv, ohne Glas. Der sieht uns. Und das ist natürlich eine Störung, die wir vermeiden wollen. Denn der Ranger möchte die Steinadler auf jeden Fall sichten. Er braucht einen Video- oder Fotobeweis, ob wenigstens eines seiner 8 Revierpaare Nachwuchs hat. Aber was man dann oben immer sieht, und danach suche ich jetzt, ist, ob frische Äste drauf liegen. Und die zeugen dann davon, dass tatsächlich der genutzt wird. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Jetzt bewegt sich ja doch was. Der Wunschgedanke ist manchmal so groß. Da ist jedes Flattern von einer Feder schon ein Anzeichen. Doch auch nach einer Stunde nichts zu entdecken. Alexander zieht weiter. Steinadlerpaare bauen sich mehrere Horste, die sie über Jahre im Wechsel nutzen. Tut sich an diesem Baumhorst etwas? Leider nein. Auf zum letzten Versuch für heute in ein anderes Tal. Von hier aus hatte Alexander Mitte Mai Steinadler in einem Horst sitzen sehen. Doch ob sie auch Junge haben? Das ist dann immer erst genau verifizieren, wenn ich hinzoome. Plötzlich wird es laut. Ein Helikopter. Eigentlich dürfte er sich dem Horst nicht nähern. War es das mit unserer Beobachtung? Der Heli jetzt, gehen wir mal vom Best Case aus, der weiß genau, dass hier die Schutzzone eingerichtet ist, von 1000 Meter vom Horst entfernt, den er auch einhält, er ist weit genug weg, sodass er nicht ständig gestört wird durch Helikopterflug.
Glück gehabt. Und dann? Ich sehe sie. Jetzt habe ich einen Kopf. Komm, wo ist der andere? Juhu! Schau dir das an. Ein wunderschöner Kerl. Ich habe jetzt immer nur einen drauf. Vielleicht ist der zweite mal wieder eingebildet. Eine grandiose Bestätigung für einen Jungadler. Ja, jetzt kommt der zweite. Du siehst 2 Ich sehe 2 Jungtiere, ganz flauschig weiß. Jetzt sind sie beide da zu sehen. Jetzt habe ich mein Handy nicht drauf. Jetzt schauen sie so raus wie so ein Straußenkopf, der aus dem Horst rausschaut. Mega. 2 Jungtiere in einem Horst. Sollte sich diese Sichtung in den nächsten Wochen weiter bestätigen, wäre es eine Sensation. 6 Wochen später, steil hinauf, geht es heute zum Beobachtungsposten. Auf eine Bergkuppe, die rund 600 Meter gegenüber der Felswand liegt, in der das Steinadlerpaar brütet. Dieser Ort ist ein gehütetes Geheimnis der Ranger. Ich glaube, geht, Alex. Nur gibt es hier überhaupt noch Jungadler? Der Juli ist heiß. Die Tage haben über 30 Grad. Er braucht frisches Fleisch bei der Hitze, weil sonst verdursten die. Die kriegen ja kein Wasser, das sie aufnehmen können. Die brauchen gerade bei den heißen Temperaturen frisches Fleisch, wo die Flüssigkeit dann auch herkommt für den Vogel. Mit dabei ist wieder Verena Dagatz. Als ehrenamtliche Naturschutzwächterin ist auch sie für den Schutz des Horstes im Einsatz. Nur die jungen Adler hat sie noch nicht gesehen. Doch dann? Ein Mordstromkerl, also wirklich riesig. Irgendwie hatte ich noch ein kleines Küken vor Augen, aber das ist kein Küken mehr. Toll. Aber mehr sehen sie nicht. Das Jungtier in diesem Horst scheint der einzige Nachwuchs zu sein. Alexanders Vermutung, dass hier 2 Küken geschlüpft sein könnten, hatte sich über die letzten Wochen nicht bestätigt. Es ist ja beim Steinadler auch ein Mechanismus, dass immer nur einer überlebt und der ältere, kräftigere den anderen rausschmeißt. Aber die Adlergeschwister sind das kleinere Problem hier im Mangfallgebirge. Wir sind nun mal das Gebiet vor den Toren Münchens, was so hoch frequentiert ist von Besuchern, von Wanderern, von Gleitschirmfliegern, von Mountainbikern, im Winter von Skitourengehern. Und das stecken manche Tierarten, nicht nur der Steinadler, einfach nicht so leicht weg. Ich sehe gar nichts, ich nehme gerade auf. Für die Ranger ist nie sicher, ob ein Altvogel auch tatsächlich zu seinem Horst zurückkehrt. Hast du? Aber heute, nach über 2 Stunden Warten, plötzlich Spannung. Ich höre sie. Hast du noch? Da sind sie. Jetzt sehe ich gerade die 2 Steinadler, das Pärchen. Sind am Horst vorbeigeflogen und Richtung Norden raus. Ja! Er sitzt am Horst und füttert ihn gerade. Ist das schön, oder? Vor 5 Monaten haben wir es beim Balzflug gesehen Genau. und jetzt füttert es. Ist das schön. Das lange Warten rentiert sich einfach. Hammer, oder? Das sind schon magische Momente und die motivieren natürlich auch. Und ja, oft fühle ich mich, als wäre es ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir hier leisten, weil wir einfach gegen diesen Bevölkerungsdruck, gegen den touristischen Druck und die Störungen einfach nicht ankommen. Eine halbe Stunde füttert der Altvogel sein Junges. Für Alexander ist diese Aufnahme wichtig. Sie geht ein ins Monitoring des Steinadler-Schutzprogramms. Wenn sie jetzt noch den Abflug filmen könnten, wäre das eine Premiere. Ja. Uah. Yes! Nein, ich kann nicht mitfahren. Siehst du? Boah, das ist schön. Voll ins Licht rein, oder? Boah, das ist schön. Das ist ja rechts vorbeigeflogen an dem Schlauch. Cool. Ach, schön. Alles im Kasten. Aber noch längst nicht alles geschafft. Für Verena und Alexander. In den nächsten Wochen müssen sie die Ruhe rund um den Horst sicherstellen. Keine leichte Aufgabe. Wie an diesem Abend 2 Wochen später. Im Jagdrevier der Adler liegt ein Bergsee. Anziehungspunkt für Wildcamper und Biwakierer. Das ist hier eigentlich sowieso verboten. Für die Adler wäre das ein zusätzliches Problem. Links übers Brückerl um und Ja? dann beim C4 in den Wald rein. Da hat gerade einer einen Rucksack reingetragen. Aha. Das siehst du nämlich von vorne nicht hin. Wunderbar, die finden danke wir. für den Tipp. Gut. Die Almbauern haben sie also schon entdeckt.
Vermutlich Biwakierer am See. Doch nur hauptamtliche Ranger wie Alexander und ehrenamtliche Naturschutzwächterinnen wie Verena dürfen bei Verstößen Anzeigen erstatten. Ja, ganz schön. Super. Wir haben einige Nachrichten bekommen, dass hier gerade in den letzten warmen Nächten relativ viele Biwakierer unterwegs sind. Hier sind einige beliebte Plätze zum Übernachten und die Störungen fürs Wild und auch für die Weidetiere können nur wir unterbinden. Und wir wurden gefragt, ob wir vorbeischauen. Wie werden die Wanderer heute Abend reagieren? Ich nehme an, die haben im Wald auch ihr Zelt aufgeschlagen. Sind auch schon warm angezogen, also die sind auf einen Abend vorbereitet. Die kommen jetzt nicht vom See aus Wir dem machen es Baden. gleich, ja. Wir gehen gleich hin, weil das Wetter zieht auf. Wir gehen gleich hin und schauen mal, was die vorhaben. Biwakieren, Feuer machen, laute Musik. Das kann bis zu 5.000 € Strafe kosten. Hallo? Ihr seht mir aus, als hättet ihr was vor, was mir gar nicht gefällt. Wir gehen noch zu Kathi. Kennst du die? Ja? Und da schlaft ihr? Ja. Aber wieso habt ihr dann die Utensilien nicht bei ihr gelassen? Ja, wir sind von der anderen Richtung. Ach, ihr seid von oben gekommen. Ah, okay. Ihr wisst, dass es nicht erlaubt ist, gell? Super. Ciao. Sensibilisieren sei das Wichtigste, sagen Verena und Alexander. Nur wenn das Biwak und die Ruhestörung eindeutig sind, erstatten sie Anzeige. Finden Sie unter den Bäumen Hinweise? Vermutlich eine Ausrede, dass sie runtergehen zur Alm. Weil sonst brauche ich es ja hier nicht ausbreiten. Auch ein toller Biwakplatz, geschützt von den Bäumen. Aber das werden wir nachher überprüfen, ob sie auch wirklich gegangen sind. Denn das, was hier am See passiert, stört den Steinadler. Sein Horst mit dem Jungen liegt ganz in der Nähe. Er geht morgens, spät abends auf die Jagd, in der Hoffnung, auf den offenen Flächen auch Beute schlagen zu können. Wenn da aber Feuer gemacht wird, Musik gehört wird, die Leute schon so früh unterwegs sind, dann macht er keine Beute, weil natürlich seine Beute sich überhaupt nicht da befindet, die verstecken sich. Und das muss man einfach wissen. Doch wie Feiernde und Biwakierer hier oben reagieren, ist ungewiss. Verbale Angriffe hat Verena schon erlebt. Heute würde ich nicht allein gehen, das machen wir mindestens zu zweit oder zu dritt. Ja, weil das kann natürlich heikel sein. Einmal sind wir natürlich in der Dunkelheit unterwegs und sind in einem Gebiet unterwegs, wo wir ein Funkloch haben, nicht erreichbar sind. Und dann ist damit zu rechnen, dass wir auf Gruppen stoßen und auch sehr oft alkoholisiert. Im Wald wieder eine Entdeckung. Mir schwant nichts Gutes. Ich hoffe nicht. Eine Sackkarre. Indiz für ein Biwak? Doch auf die Gruppe treffen sie nicht mehr, denn das Gewitter naht. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's Die Wolken dunkel. kommen runter. Der Wind geht auf. Wir schauen, dass wir runterkommen. Auf geht's. Genau. Und dann, im Regen unten im Tal, noch ein unerwartetes Wiedersehen. Seid ihr gar nicht oben geblieben? Seid ihr gar nicht oben geblieben auf der Hütte? Nein, wir wollten runter zur Heubergalm. Ach, da! Ja, bei der Kathi. Ach so. Es waren die 4, die oben samt Hund, Schlafsack, Isomatte, Kocher, ihr Material an den See hochgeschleppt haben, um dann hier runterzukommen und zu übernachten. Ja, von wegen. Aber positiv. Die haben zusammengepackt und sind runtergegangen. Und somit erfolgreicher Abend. Eine mögliche Ruhestörung weniger. Genau, schleppen das Zeug da hoch, um hier unten zu schlafen. Und dann, im August, passiert es. Der Horst ist leer, der junge Steinadler weg. Ranger Alexander Römer sucht das Revier ab und beobachtet einen sehr seltenen Moment. Grandios, jetzt habe ich ihn gerade fliegen sehen. Ersten Flugversuche oberhalb vom Horst. Und nach dem 3. Mal hat er es geschafft zu landen und ist direkt hier am Baumwipfel oben angeflogen und konnte den Ast greifen. Das sah noch alles andere als professionell aus, da braucht er noch etwas Übung. Aber jetzt sitzt er da. Alles gut gegangen. Jetzt muss der Jungvogel aufpassen, dass ihm im Revier nichts passiert. Er konnte nicht gerettet werden. Dieser Steinadler starb bei einem Revierkampf. Ein Rivale schlug ihm mit seinen Krallen den Schädel ein. Nun steht er präpariert im Büro von Alexander Römer.
Für den Steinadler-Koordinator des Landkreises Miesbach ein Glücksfall, denn nur selten werden tote Steinadler gefunden und die Todesursachen geklärt. Dabei wäre genau das wichtig, um die Greifvögel besser vor Gefahren zu schützen. Gefahren wie einer Bleivergiftung, die sich Greifvögel zuziehen, wenn sie Aas fressen, das zuvor mit bleihaltiger Munition geschossen wurde. Denn Bleivergiftung ist ein 100%iges Todesurteil, wenn man den Vogel innerhalb nicht der ersten 3 Tage findet. Dieser Steinadler wurde gefunden, 2006, und Hans-Joachim Fünfstück in Garmisch-Partenkirchen übergeben. Da konnte der Vogel schon nicht mehr fliegen. Der Ornithologe vom Landesbund für Vogelschutz versuchte, das Tier zu retten, doch es starb. Und an was? Bleivergiftung. Und es ist Kugelmunition. Man sieht hier eine Röntgenaufnahme. Hier hinten ist der Magen, wo die Maus ist. Und wenn ich das vergrößere, sieht man hier winzig kleine weiße Flecken. Und das ist alles Bleipartikel. Und sogar im Horst lauern Gefahren. Einmal fand Hans-Joachim Fünfstück im Horst vom Küken nur noch Skelett und Federreste. So ein Fund wäre für Alexander Römer bei seiner Horstbegutachtung ein Albtraum. Und jetzt, Ende Oktober, ist es soweit. Die Greifvögel haben ihren Horst verlassen. Gerade wollte sich Alexander eigentlich abseilen und aus dem Horst Beutereste und Federn entnehmen, doch sein erster Versuch ist gescheitert. Bist du sicher? Ich bin safe. Das sind Felsschuppen, die nur mehr auflegen am Berg. Und wenn man hinkommt, können die abgehen. Also ein klassischer Felssturz, das muss nicht sein. Da gibt es sicherlich eine andere Lösung. Der zweite Versuch ein paar Meter weiter links. Wenn es Alexander in den Horst schafft, ist er den Steinadlern gefühlt so nah wie nie in diesem Jahr. Der Ranger muss Material für die Laboranalyse sammeln. Nur so kann untersucht werden, welche Nahrung die Adler finden und ob sie gesund sind oder sich Giftstoffe wie Blei in ihren Federn nachweisen lassen. Ab die Post. Sicherungsseil ganz locker. Für Alexander geht es jetzt wieder in die Tiefe, 150 Meter bis zum Horst. Der kompakte Fels. Sieht gut aus. Das ist Wohlfühlgelände. Anderl für Alex kommen. Anderl hört? Jetzt stehe ich genau oberhalb vom Horst, werde mich jetzt über den Überhang drüber seilen und dann schauen, dass ich mich reinpendeln kann. Okay, gut verstanden. Wir warten auf Instruktion. Und dann ist Alexander angekommen. In dem Horst, in dem die letzten Monate der Jungadler geschlüpft und groß geworden ist. So, als erstes werde ich mir mal eine Maske aufsetzen. Da ist nämlich bestimmt eine Menge an Parasiten in diesem Horst. Alexanders Datenerhebung beginnt. 1,20 Meter hoch bis zum Felsüberhang. Jetzt muss ich in diesen Dreck da rein. Eieieiei. Aber irgendwo muss doch da noch eine Steinadlerfeder sein. Da habe ich eine Feder. Ah, wunderbar. Hier habe ich eine Steinadlerfeder gefunden. Grandios. Boah, das stinkt bestialisch. So, dann verpacken wir das Ganze in dieser Tüte, damit da nichts verloren geht. Ich habe alles, denke ich, was man braucht, so wenig wie möglich weggenommen. Und jetzt kann es wieder nach oben gehen. Anderl für Alex kommen. Anderl her? Ich werde jetzt umbauen und dann nach oben kommen. Und damit beginnt ein Kraftakt. Oben an der Felskante, aber vor allem unten für Alexander. Oh. Kurze Pause. Super. Gut. Gutes Kommen. Gutes Geil. Ein erhabenes Gefühl da drin. Du darfst bloß nicht runterschauen.
Das Material aus dem Horst wird Alexander Römer zur Analyse ans Landesamt für Umwelt übergeben. Wenn man hier einen Blick reinwirft oder reinriecht, da ist schon einiges dabei. Dann haben wir hier ein Becken mitsamt der Wirbelsäule. Man sieht sehr wunderbar hier die Wirbelsäule hoch mit dem Kreuzbein. Das ist ein komplettes restliches Tier, etwas Größeres, wurde reichlich versorgt. Das Fazit für unser Steinadlerjahr im Mangfallgebirge positiv. Absolut positiv. Wir haben einen Jungvogel durchgebracht. Der Steinadlerpaar hat einen Jungvogel durchgebracht. Wir konnten es begleiten. Und wir sind froh, dass es geklappt hat. Und haben die Ranger eine Antwort darauf gefunden, warum die Adler so wenig Nachwuchs haben? Nein, da haben wir noch keine Antwort drauf gefunden. Jedes kleine Mosaik, und da trägt natürlich jetzt auch die toxikologische Untersuchung dazu bei, die Beuterestanalyse dazu bei, um dann Rückschlüsse ziehen zu können, irgendwann mal ein Gesamtbild zu bekommen. Aber nein, keinen einzelnen Punkt, den ich hinzufügen könnte, der das erklärt. So bleibt den Rangern im Mangfallgebirge vor allem eins: die Steinadler weiterhin so gut es geht vor Störungen zu schützen.